Nachdem wir im ersten Video gesehen haben, dass Christus schon zur Zeit Noahs Errettung angeboten hat, durch sein Wort, nämlich durch Noah, Petrus nennt ihn den Verkündiger der Gerechtigkeit, weil er zu den Menschen der vorsintflutlichen Zeit predigte und, so wie Jesus, als er hier auf der Erde war, auch den Gefangenen Befreiung verkündigte. So geht es in 1. Petrus 3, in den Versen 18 bis 21 um in Unglaube und Sünde gefangene Menschen, die ihre Chance hatten, die rettende Verkündigung in ihrer Zeit anzunehmen, es aber nicht taten, weil sie sich am Ende nicht dazu entschieden hatten, in die Arche zu gehen und Noah verspotteten. Wir sahen auch, dass es sich nicht um bereits Verstorbene handeln kann, egal ob vor oder nach der Sintflut, weil erstens nach dem Tod keine zweite Chance zur Erlösung möglich ist und zweitens der Mensch, wenn er tot ist, bis zur Auferstehung schläft. Nun glauben aber manche, dass mit Geistern im Gefängnis in 1. Petrus 3, Vers 19 zwar keine verstorbenen Menschen gemeint sind, aber dafür gefallene Engel, die sich in einem wirklichen Gefängnis befinden und denen Jesus sozusagen eine zweite Chance zur Umkehr verkündigt. Zumindest ist es das, was man hier in den Text hineinliest. Und wie rechtfertigt man nun diese Aussage? Erst einmal mit Offenbarung 20, die Verse 1 bis 3 und Vers 7. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre, und warf ihn in den Abgrund, und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind, und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Satan wurde demnach, so behauptet man, mit buchstäblichen Ketten gebunden, in einem Gefängnis, speziell für gefallene Engel. Und auch andere gefallene Engel würden sich gegenwärtig in einem buchstäblichen Gefängnis befinden. Dazu zitiert man 2. Petrus 2, Vers 4, wo geschrieben steht, dass die Engel, welche gesündigt haben, in den Abgrund geworfen wurden in Fesseln der Finsternis. Doch die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, sind sie wirklich buchstäbliche Gefangene, die irgendwo in einer Unterwelt festgehalten werden? Oder zeigt uns das in Ketten gebunden sein und in Fesseln der Finsternis zu sein, in einem Gefängnis oder Abgrund nicht einfach, dass erstens in Offenbarung 20 Satan durch die Umstände, dass er niemanden mehr verführen kann hier auf der Erde, ihm somit die Hände gebunden sind. Es heißt hier in Vers 3, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, weil eben alle Gottlosen nicht wieder lebendig werden, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Wenn die Ungläubigen nach den 1000 Jahren auferweckt werden, um ihren Lohn zu empfangen, nämlich den zweiten Tod, wird Satan zuvor, so wie es danach in Vers 7 geschrieben steht, losgebunden. Wenn man dann weiterliest in Vers 8 heißt es, und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Wenn doch sowieso niemand mehr auf der Erde sein wird, wieso sollte Satan während der 1000 Jahren buchstäblich in Ketten gebunden sein? Vers 8 zeigt uns ja, dass er erst wieder jemanden verführen kann, wenn die Gottlosen nach den 1000 Jahren auferstehen und sie sich zum Kampf versammeln wollen gegen die Heiligen und die geliebte Stadt. Zweitens, im Fall von 2. Petrus 2, Vers 4 steht ja schon geschrieben, in Fesseln der Finsternis. Hast du schon mal wortwörtliche Fesseln der Finsternis gesehen? Oder meint es ganz einfach ihre Rebellion gegen Gott, ihr Geisteszustand? Sie sind selbst gefangen in ihrer Finsternis und auch sie werden einmal ihr Gericht empfangen müssen. Paulus schreibt ja in 1. Korinther 6, Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Nun behaupten aber manche, dass es selbst unter den gefallenen Engeln noch gute Engel gebe.
und Jesus zu denen hinging, um zu predigen. Zumindest liest man das in 1. Petrus 3, Vers 19 hinein. Denn er sei auch für die gefallenen Engel am Kreuz gestorben, um sie zu retten. Begründen will man dies mit Kolosser 1, Vers 16 bis 20. Dass durch Jesus alles wieder versöhnt wurde, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Damit meint man nun, dass auch gefallene Engel noch die Möglichkeit haben, sich zu bekehren, weil sie ja dort gesündigt haben. Nur das Problem ist, die gefallenen Engel befinden sich seit ihrer Rebellion ja gar nicht mehr in der Gegenwart Gottes im Himmel. Sie wurden ja auf die Erde geworfen. Offenbarung 12, 7 bis 9. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Nach dem Rauswurf Satans und seiner Engel aus dem Himmel wurden sie auf die Erde geworfen. Wir wissen, dass Satan diese Welt für sich beansprucht. Als er in der Wüste Jesus versuchen wollte, zeigte er ihm alle Reiche der Welt, ihre Herrlichkeit und sprach, dieses alles will ich dir geben. Dazu kommt, die Bibel spricht nur von 2 Gruppen von Engeln, die einen, die Gott gehorsam sind, und die anderen, die ungehorsam waren und aus dem Himmel geworfen wurden. In 2. Petrus 2, Vers 4 steht ja geschrieben, denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Felsen der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Hier geht es auch nicht um irgendwelche Mischwesen, wie manche glauben, Nephilims. Jesus sagte ganz klar, dass Engel nicht wie Menschen heiraten können und somit Kinder zeugen, denn sie wurden als Engel geschaffen und nicht als Menschen, Mann und Frau, die Kinder zeugen können. Der große Kampf im Himmel, haben wir gelesen, war zwischen Michael und seinen Engeln und Satan und seinen Engeln, also keine dritte Gruppe von Engeln oder Halbengeln. Und auch für die, welche sich auf Bücher wie das Buch Henoch stützen für ihre Behauptungen. Gott hat uns in der Anordnung im Heiligtum sogar ein Merkmal gegeben, woran wir erkennen können, wie viele Bücher eine richtige Bibel hat. Der Schaubrottisch, auf dem es 6 und 6 Brote nebeneinander aufgetürmt gab, wir wissen, dass dieses Brot auf Jesus als das Brot des Lebens hinweist und auf das Wort die Bibel. Hier wird uns Gottes Wort aufgezeigt und dieses beinhaltet 66 Bücher, keine 67 und auch keine 73 Bücher, wie es bei einer katholischen Bibel der Fall ist. Eine protestantische Bibel hat 66 Bücher. Die Vorstellung einer zweiten Chance für Engel ist nicht biblisch. In Judas 6 steht geschrieben, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen für das Gericht des großen Tages, mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Schaut, was in Vers 4 geschrieben steht. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Wieso ist das wichtig? Judas zeigt uns hier auf, dass es selbst unter den Christen welche gibt, die nicht wirklich bekehrt sind, Gottlose, oder solche, die die Wahrheit verdrehen. Deshalb sind sie auch für das Gericht aufgeschrieben. Sie haben nur den Schein der Frömmigkeit, aber dessen Kraft verleugnen sie. Dann fährt Judas fort und zeigt einige Beispiele auf. Vers 5. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte,
die nicht glaubten. Auf was bezieht sich Judas hier? Auf die Ungläubigen damals aus dem Volk Israel, die ihre Herzen verstockt haben und nicht nach Kanaan hineingehen konnten. Hebräer 3, Vers 8 und 16 bis 19. So verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Es war, weil sie gesündigt hatten und wegen ihres Unglaubens. In Vers 6 fährt er dann fort und spricht von den gefallenen Engeln, die auch schon längst für das Gericht aufgeschrieben wurden. In Vers 7 fährt er fort mit Sodom und Gomorra, für die es ebenfalls keine zweite Chance mehr geben wird. Also die Vorstellung einer zweiten Chance für gefallene Engel ist nicht biblisch, denn sie hatten sich bereits entschieden und wählten Satans Seite. Auch sagt uns die Bibel in Offenbarung 18, Vers 2, dass Babylon die Große eine Behausung der Dämonen ist und ein Gefängnis aller unreiner Geister. Wie jetzt? Befinden sich diese Geister doch nicht in einem wortwörtlichen Gefängnis im Abgrund? Müsste man hier in dem Vers dieses Gefängnis der unreinen Geister jetzt nicht auch als buchstäblichen Ort in Babylon verstehen, in dem Dämonen in Häusern und Wohnungen eine Behausung haben? Natürlich nicht, genauso wie sich die gefallenen Engel und auch Satan einmal nicht in einem buchstäblichen, extra für böse Engel angefertigtem Gefängnis befinden. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Sie befinden sich im Gefängnis ihrer eigenen Sünden und in ihrer gewählten Rebellion gegen Gottes Herrschaft. Babylon steht für alles Abgefallene, Abtrünnige, für Verwirrung und für Rebellion gegen Gott. Und genau diese gefallenen Engel sind bereits für dieses Gericht aufbewahrt. Sie werden wir einmal richten, wie wir gelesen haben. Auch nennt die Bibel die guten Engel dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst derer willen, die das Heil erben sollen. Während die gefallenen Engel Satans Werk ausführen, um Menschen ebenso gefangen zu halten in Sünde und sie zu verführen. Wir finden dazu in der Bibel viele Beispiele, wie zum Beispiel hier in Lukas 4, Vers 33 bis 35, wo ein Mensch einen unreinen Dämon hatte. Oder der, welcher eine ganze Legion an unreinen Geistern hatte, die dann in die Schweineherde fuhren. Lukas 8, die Verse 30 bis 32. Hier kommt sogar in Vers 31 das griechische Wort Abussos für Abgrund, wie in Offenbarung 12 vor. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Wenn man jetzt wirklich glauben wollte, dass mit Abgrund ein buchstäbliches Gefängnis für gefallene Engel gemeint ist, dann würden sie ja wirklich darum gebeten haben, nicht an diesen Ort, in dieses Gefängnis verbannt zu werden. Doch wenn wir den Paralleltext im Markus-Evangelium lesen, steht es so geschrieben. Markus 5, Vers 10: Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es ist also wichtig, dass wir verstehen, dass hier bei dieser Begebenheit nicht in den Abgrund fahren zu müssen, gleichbedeutend mit nicht aus dem Land verwiesen zu werden ist. Gut, es gibt also nur zwei Gruppen von Engeln. Die einen, die Gott treu geblieben sind, und die, welche sich für Satan entschieden haben. Es gibt kein Dazwischen drin, genauso wie es auch keine Mischwesen gibt. Ein letzter Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist der in Offenbarung 20, Vers 1 erwähnte Schlüssel des Abgrunds, den man ebenfalls als einen wortwörtlichen Schlüssel versteht,
mit dem man das Gefängnis des Abgrunds öffnen kann, und man sagt, dass dieser Schlüssel der Schlüssel Davids ist. Was also ist der Schlüssel Davids? Handelt es sich um einen buchstäblichen Schlüssel oder weshalb nennt man ihn so? In Offenbarung 3, Vers 7 wird erwähnt, dass Jesus den Schlüssel Davids hat. Ist das nun ein buchstäblicher Schlüssel, der mal David gehört hat und der nun im Besitz von Jesus ist? Jesus wird in der Bibel als Menschensohn und Gottessohn bezeichnet, aber man nennt ihn auch den Sohn Davids und den Sohn Abrahams. Und er wird in Ewigkeit regieren und sein Reich wird kein Ende haben. In Jesaja 22, Vers 20 bis 22 erfahren wir, was es mit diesem Schlüssel Davids auf sich hat. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Und ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und mit deinem Gürtel fest umgürten und deine Vollmacht in seine Hand legen. Er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Juda ein Vater sein. Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, so dass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Mit Schlüssel Davids ist nichts anderes als Macht und Autorität zu haben gemeint. So wie David ein König war, der mit Macht und Autorität regierte, so wird auch Jesus mit Macht und Autorität über sein Reich herrschen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Und dieses Reich, das ewig währen wird, ist die neue Erde, wo Gott selbst bei den Menschen wohnen wird. Offenbarung 21, 1 bis 5. Was hat es aber nun mit diesem Öffnen und Schließen zu tun? Schauen wir uns dazu ein paar Beispiele aus der Bibel an. Als Noah zum Beispiel in die Arche ging, war die Gnadenzeit für die Menschen damals, die sich dazu entschieden hatten, ungläubig zu bleiben, vorbei. Und wir lesen in 1. Mose 7 in den Versen 13 und 16, dass nachdem Noah und seine Familie und die Tiere in der Arche waren, da schloss der Herr hinter ihm die Tür zu. Und diese Tür blieb für die restliche Welt dann auch zu. Es gab keine zweite Chance mehr. Hier haben wir also eine Tür, die sich schließt. Ein weiteres Beispiel haben wir in den Worten Jesu zu den Schriftgelehrten, als er ihnen sagte: Wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Lukas 11, Vers 52 und Matthäus 23, Vers 13. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Es geht also darum, dass unsere Entscheidung für oder gegen Gott uns entweder die Tür zum Himmel öffnet oder zuschließt. In Lukas 13 erklärt es Jesus so: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Also auch hier wieder sehen wir, dass dieses Zuschließen mit einer Entscheidung zu tun hat. Der Schlüssel, mit dem Satan in den Abgrund verschlossen wird, ist also kein buchstäblicher Schlüssel, sondern zeigt vielmehr, dass er mit Macht und Autorität nun auf dieser Erde gebunden ist, weil er nicht in den Himmel oder sonst wohin gehen kann. Und auch gebunden, weil er eben niemanden in der Zeit mehr verführen kann, weil niemand da ist, bis die 1000 Jahre vollendet sind.
Danach wird er wieder losziehen und das tun, was er am besten kann, die Gottlosen dazu verführen, die Stadt Gottes anzugreifen. Es wird ihnen jedoch nicht gelingen, stattdessen werden sie in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Interessant ist auch, dass dieses griechische Wort Abyssos für Abgrund dasselbe Wort ist, das in der griechischen Version des Alten Testaments im Zusammenhang mit der Erschaffung der Erde gebraucht wird, aber dort wird es mit Tiefe übersetzt. Das Wort Tiefe und Abgrund beziehen sich hier auf dieselbe Sache, die Erde wüst und leer. Die verwüstete, finstere Erde ohne lebende Menschen wird also während der 1000 Jahre wieder genau in dem Zustand sein wie am Anfang, als Gott die Erde und alles, was darin ist, schuf. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und auch Jeremia beschreibt den Zustand der Erde während der 1000 Jahre so. Ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer, und zum Himmel aber sein Licht war verschwunden. Ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr, und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Jeremia 4, Vers 23 bis 25. Der Schlüssel Davids, die Ketten, das Gefängnis, das alles ist symbolisch zu verstehen und nicht buchstäblich. Der Schlüssel Davids bedeutet Macht und Autorität. Das Schließen bedeutet eine abgeschlossene Sache oder Entscheidung, die getroffen wurde. Der Abgrund bedeutet der Zustand der Erde zu diesem Zeitpunkt. Das in Ketten im Gefängnis gebunden sein, haben wir auch gesehen, sind die Umstände, dass niemand mehr da sein wird, den Satan verführen kann. Doch gleich nach den 1000 Jahren, wenn die ungerechten Toten auferstehen, wird Satan nicht mehr durch die Umstände gebunden sein, dass niemand mehr da war, sondern er wird sie zu einem letzten Versuch der Rebellion verführen. Wir können nicht einfach diese Begriffe nehmen und dann sagen, sie sind buchstäblich zu verstehen, wo doch gerade das Buch der Offenbarung in vielen Symbolen geschrieben ist. Vielmehr müssen wir anhand der Bibel diese Symbole dekodieren. Wir können auch nicht sagen, dass dieses Gefängnis ein wirkliches Gefängnis ist, weil sonst müsste auch Babylon ein realer Ort sein, in dem die Dämonen und alle unreinen Geister in Häusern und Wohnungen wohnen. Und auch wenn im Typus Babylon ein realer Ort war, so ist er es aber nicht in seinem Antitypus. Genauso wie das Lamm, das inmitten des Thrones ist, nicht wirklich ein buchstäbliches Lamm ist, sondern Jesus. Babylon steht für alles Ungerechte, Abtrünnigkeit, Verwirrung und Rebellion. Hat Jesus also zu gefallenen Engeln im Gefängnis gepredigt? Nein. Wir haben auch anhand von den Vergleichen, die Judas in seinem Brief macht, sehen können, dass die Bibel keine zweite Chance für die gefallenen Engel lehrt. Kolosser 1 ist auch kein Beweis für dieses Argument, weil Satan vor den ungefallenen Welten der Verkläger der Brüder ist, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Auch am Beispiel von Hiob sehen wir, dass er Gott vor den ungefallenen Welten anklagt. Hiob würde nur an ihn glauben, weil er ihn segnet. Daher musste auch Gottes Charakter vor dem ganzen Universum wieder klar dargestellt werden. Und das hat Jesus getan, indem er am Kreuz für unsere Sünden starb und die Welt wieder mit sich selbst versöhnte. Wenn also bei den himmlischen Bewohnern Satans Rebellion nur ein Funken des Zweifels an Gottes Liebe hervorgerufen haben mag, so war durch Jesus sowohl die Erde als auch der Himmel wieder versöhnt worden. Und jede dieser himmlischen Bewohner der ungefallenen Welten spätestens am Kreuz die wahre Natur von Satans Rebellion erkannt haben würde und nun Frieden wieder möglich ist. Jesus hat also weder zu Verstorbenen, noch hat er zu gefallenen Engeln im Gefängnis eine zweite Chance gepredigt. Ich wünsche dir Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.